Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. So, das ist das letzte Gebiet. Wenn wir jetzt nochmal zum Baum Ifas gehen auf CD 2, das heißt, wir beenden heute von dem, was im PS1-Spiel CD 2 war. Ah, der schöne Musik. Ich liebe diese Overworld-Musik. Bisschen ist noch von einem alten Neville übrig geblieben, aber naja, scheint nicht entstanden zu sein. Dann war Kutscher wohl auch noch nicht hier. Was ist denn mit dem Neville? Wir haben alle zusammen das Monster fertig gemacht, was der Neville erzeugt hat. Deswegen herrscht wieder klares Wetter. Wieder klares Wetter. Wenn das wo ist, dann freue ich mich, wie die das geschafft haben. Sieh dann, ein silberner Drache. Tatsächlich. Und soweit ich mich erinnere, kann es Kutscher Selemols auf dem silbernen Drache aus der Ruine von Burmetia der Fugflora. Das ist Kutscher, er ist tatsächlich Kummer. Außerdem ist das seine Musik. Ja, das ist halt mit unter Ends von Kutschers Themes, was auf Orgel gespielt wird. So, steht da sogar auf dem Viech, drauf zu sitzen. Endlich ist der lang ersehnte Tag gekommen. Der Tag, an dem mein Traum in Erstellung geht und ich mein wahres Ich enthüllen kann. Die Barriere Ifas scheint aufgehoben zu sein, aber das interessiert mich nun nicht mehr. Es ist nichts weiter als eine urbedeutende Kleinigkeit. Woran mag's wohl liegen, dass der Baum Ifas halt noch prächtiger erscheint? Seine Schönheit wird seiner Existenz als Mama von alle Bäumen wahrlich gerecht. Ich hab mich entschieden, mein kleiner Silberdrache, sei Baumkrone, soll mein Ehrenloge sein, von der ich das Schauspiel beobachte. Ja, wieder etwas melodramatisch, der Gute. Aber ich denke, das passt schon alles von meinen Gruppemitgliedern derzeit. Erst ab CD 3 können wir dann endlich wieder die Teammitglieder wählen, die ich eigentlich haben will. So, na dann geht's erstmal nicht runter, sondern hoch. Aber ich mag diese Theme sehr gern. Ich finde generell, also Kutschers normale Theme, die wird ja auf Piano gespielt. Aber das ist mitunter auch any von den Themes, die ihm zugerechnet werden, die dann auf Orgel gespielt werden, die ich dann eigentlich auch ziemlich cool finde. Gibt es dann im späteren Spielverlauf durchaus auch noch Themes, die mit ihm und, sagen wir mal, seiner Heimat in Verbindung stehen, die eigentlich auch alle ziemlich cool sind. Deswegen, da kommt auf jeden Fall noch was, worauf ihr euch früher kennt. So, das dürfte eigentlich reichen, um die Biester zu erledigen. Ja, sie machen ein Wow, das heißt, die sind platt. Von was auch immer die Viecher eigentlich Zombies sind. Ich meine, menschliche Zombies sehen bestimmt nicht so aus wie die Viecher. Von daher, ich will gerne wissen, von was die Biester ursprünglich mal Zombies waren. Bäh. Gut, und da alles man immer wieder kriegt. Und das Theme geht von vorne wieder los. Boah, sehr cool. Sehr, sehr cool, da kommen auf jeden Fall noch ein paar ziemlich geile Musikstücke auf uns zu. Oh, ein Zombie-Drache. Hallo, mein Freund. Dann. Ja, du könntest theoretisch auch mal ein bisschen Beat drauf das Biest machen. Eventuell genügt's auch schon. Deswegen lasse ich die kleine Magier erstmal nur normale Angreifer. Wobei die eigentlich kaum Schade machen. Deswegen 2 Magier im Team ist schon bitter genug, was die Schwäche angeht. Aber 3 Magier im Team ist doch schon etwas happig. Klar, Garnet ist die bessere Weißmagierin im Spiel. Ich meine, die ist ja auch älter. Von daher ist es klar, dass die etwas stärker und besser ist als Aiko. Und Vivi ist der einzigste Schwarzmagier im Spiel. Nichtsdestotrotz, wenn ich mich entscheiden kann, nehme ich lieber Garnet als Weißmagierin. So, du kannst dann Karfunkel und Reflekt lernen. Wie sieht's dann bei dir aus? Kannst du? Nee, Fenrir kann sie erst gar nicht lernen. Das ist etwas schade. Na gut, dann lernst du aber trotzdem mal Vollmond. Dann ist die Trance auch etwas schneller da mit der AP. Sie dann hat noch Überfallen, glaube ich, gelernt. Können wir gleich mal reingucken. Dumm. Mikoshi-Hut. Hast du was Besseres parat? Derzeit nicht. Da gibt es derzeit auch nichts Besseres. Ich weiß nicht, warum ich immer reingucke. Egal, Allzweckweste war mit Überfallen. Sehr, sehr schön. Da kannst du jetzt mit Brigandine Ability ablernen. Ja, geiler Scheiß. Gucken wir doch gerade mal, wie das mit Ability Up aussieht bei dir. Das ist nämlich durchaus ziemlich wichtig hier.
Ability. Da geht es nämlich auch schneller mit dem Ability-Lerner. So. Kleine Sequenz noch dazwischen. Wenn wir hier weitergehen, kommen wir nicht mit zur Baumkrone. Wow. Alter Falter. Da aber auf der Baumkrone ist er gelandet. Und wie kommen wir jetzt da hoch, sie dann? Ja, wir kraxeln einfach hoch. Ja, genau. Mit einem äußerst tollpatschigen Schwarzmagier im Gepäck und einer 6-Jähriger. Und einer recht unsicheren 16-Jähriger, genau. Eiko traut sich nicht. Ich schaff's bestimmt auch nicht, so tollpatschig wie ich bin. Ich bin noch nie geklettert. Ja, bleiben nur noch Mahagoni und Sidan, ne? Tja, jetzt stehen wir ein bisschen blöd da. Vorschläg? Warum die Unsicherheit? Warum gehst du nicht allein? Wird wahrscheinlich nicht viel bringen, wenn ich allein zu Kuja gehe. Wie konnte ich nur gegen so Weichei wie Dento verlieren? Hoch! Ja, ich sagte jetzt, schmeiß mir hier auch keiner runter. Du Trampel! Unnötiger Ballast wird abgeworfen, Faustregel zum Überleben. Ja, aber wir haben unsere eigene Methode. Ich habe eher das Gefühl, dass ihr gar keine Methode habt. Hey, du, spiel dich nicht so, schließlich hast du gegen sie dann verloren. Halt die Gosch, du Gör. Da kommt man doch glatte Idee. Du schuldest mir doch noch was, stimmt's, Margon? Wie wär's, wenn du deine Schulde jetzt begleichst? Und wie? Hier wächst überall Gargantula-Kraut, also müssen nur irgendwo ein paar rumlaufen. Wärst du so nicht in die zu fangen? Dann kennen wir alle zusammen noch, aber... Was für eine schwachsinnige Idee. Findest? Wie konnte ich nur gegen den... Hey, sofort loslassen. Das so. Erlaubt, dann nehme ich die Huckepack, Lili. Ob der stark genug ist, um... Bitte, was sie dann? Lass mich wieder runter. Ob der stark genug ist, um gleichaltrige nochmal Huckepack zu nehmen, ich weiß ja nicht. Der Schwache wird durch die Kraft der Starke ihre Freiheit genommen. Das ist die Natur und die Logik vom Stärkeren. Der Schwache stirbt und der Starke überlebt. Und deswegen benötige ich noch mehr Kraft. Und ich habe von einer Kraft erfahren, die sogar er fürchtet. Zeus sind seitdem vergangen. Das war für wahr lange Zeit, aber schon bald werde ich die Kraft, die Macht, mein eigen nenne. Ich spüre schon das Rasen meiner Seele. Bis hierher sind sie also Kummer. Allerhopp. Bis die Elefante-Kuh hier auftaucht, kann ich mal die Zeit mit dem Ungeziefer ein bisschen vertreiben. Ja, scheint sich auch sehr sicher zu sein, aber derzeit hätten wir keine Chance gegen Magier seiner Größe. Nicht schlecht, Margon. Meine Schulter habe ich beglichen. Jetzt wollen wir doch mal gucken, was ihr kennt. Das ist also Kuta. Ja, guckt nicht mal zu uns. Also, auf in den Kampf. Jo, komm. Gib ihm. Kuja, der Mann, der die Schwarzmagier gemacht hat. Wenn der Kerl euer Feind ist, dann ist er ein Feind von Eiko. Okay, offen mit Gebrüll. Ja, schauen wir mal, was du jetzt draus wird. Also, wenn wir jetzt so gegen ihn kämpfen würden, wird es definitiv in die Hose gehen. Ihr seid also Kuja. Ich bin... Ja, ich glaub, der weiß, wer du bist. Ich bin Garnetil Alexandros, Prinzessin von Alexandria. Ich bin gekommen, um euch eine Frucht zu stellen. Wart ihr es, der die Königin von Alexandria verleitet und den Krieg auf dem gesamten Kontinent heraufbeschworen hat und in dessen Hände alle Fäden von der dunklen Intrige zusammenlaufen? Was tust der all meine Freunde, die Schwarzmagier geschaffen hat, um sie als Werkzeug im Krieg zu benutzen? Aber was sehe ich dann da? Die Prinzessin besitzt und ändere meine kostbare Marionette. Seid unbesorgt, Prinzessin. Ich besitze die Kraft, all das zu vollbringen. Ich habe nur das Rezept gezeigt, wie man es bewerkstelligen konnte. Als erstes lässt man eine fein geruhte Seele gare. Dann schmeißt man die mit viel Liebe zubereitete Schwarzmagie in die Pfanne. Halt sofort die Gosch! Und zu guter Letzt nimmt man dann die Reste der gegarte Seele, vermischt sie mit der Schwarzmagie und schon hat man eine seelelose Marionette. Reste der gegarte Seele? Rennst du vom Neville?
Zuerst wollten ihr es nicht hören und dann wiederum doch. Ihr sollten euch mal entscheiden. Aber wenn ich mir so recht überlege, ist es für euch ein bisschen zu früh, alles zu erfahren. Wir sind schließlich echt auf CD2, ihr liebe Leid. Fühlst du dann überhaupt gar nichts, das Leben so vieler Menschen zu opfern? Lächerlich. Jeder tötet, um zu leben. Bäh. Na, lächerlich. Jeder tötet, um zu leben. Der eine mehr, der andere weniger. Aber was macht das schon für einen Unterschied? Zu der Erstere gehört übrigens auch deine Mama, liebe Prinzessin, gar nicht. Sie ist von ihrer Gier so eine Besesser und muss einfach alles besitzen, um ihr ausgetrocknetes Herz mit Glück zu erfüllen. Ich soll für den Krieg verantwortlich sein? Oh nee, es war der Wunsch deiner Mutter, ganz alle. Ich habe ihr nur von Zeit zu Zeit einen Ratschlag erteilt. Alles Lüge, meine Mama war ein liebevoller Mensch. Naja, ob das ein Mensch ist, will ich jetzt mal hinstellen. Aber du hast sie verleitet. Vorhang auf und Bühne frei, grad rechtzeitig. Und jetzt sieh selbst das wahre Gesicht deiner liebsten Mutter, mein kleines Täubchen. Erster Akt, das Ende einer hässlichen Gier. Ja, da kommt die ganze Seeflotte, die in Lindblum vorbereitet war von Alexandria. Ohne Luftschiff, weil Luftschiffe funktionieren nur auf dem Kontinent des Nebels. Deswegen mussten sie hier mit den Schiffen anreisen. Kutscher, du törichter Kerl. Ich habe dich schon längst beim Baume Ifas erwartet. Übrig bist nur noch du. Wenn ich mit dir fertig bin, dann wird die Welt mir gehören. Aber ich habe deinen Beitrag zu meinem Erfolg nicht vergessen. Und zum Dank werde ich dir die volle Ladung servieren. An die gesamte Flotte, die Schwarzmagier sollen beginnen, ihre gesamte Magie zu konzentrieren. Lasst Kutscher doch ein wenig in der Luft tanzen und dann feuert, was das Zeug hält. Oh je. Das kann nicht gut gehen. Soldatin höheren Ranges, man könnte es auch Offizierin nennen. Befehl, Ihrer Majestät, alle Magier sofort damit beginnen, ihre gesamte Magie zu konzentrieren. Oh, die machen dasselbe, was Vivi kann. Sammeln. A und B Schwarzmagier sammeln und Typ C Schwarzmagier steht vorne. Das ist wohl bei denen so eine Art Offizier. Oh nee, aber warum? Deine Mama scheint sich mit dem M-Kontinent wohl nicht zufrieden zu geben. Ihr Hässlichkeit und ihr Dummheit lässt mich beinahe in Tränen ausbrechen. Aber ich liebe diese Musik. Aber es verläuft genauso, wie ich es erwartet habe. Was Menschen do damit? Das wahre Schauspiel beginnt erst jetzt. Gucken es euch an und genießt's. So einfach lassen wir dich nicht davor kommen. Naja, Neville wird nie mehr ausgestoßen, aber es gibt noch jede Menge in der Höhle und in der Wälder. Na und? Deswegen kann ich mit meiner Magie immer noch Monster erschaffen. Erwacht, Bestie des Nebels. Ja. Der ist etwas zu mächtig, der Kerl. Deswegen gegen ihn direkt zu kämpfen, wäre schon ziemlich brutal. Aber wir haben noch ein paar Nebelmonster, die der gute Mann erschaffen kann. Und die an sich sind schon übel genug. Ja. Rammen. Oh, Gott sei Dank ist Vivi so wendig. Nebelmonster hießen die Biester, ach. So. Wir gucken mal, was die Viecher haben. Und Vivi begrüßt mal uns mit Schwarzmagie. Also wie gesagt, Kuja ist derzeit ein viel zu hochrangiger Magier für uns. Der Kerl dürfte so auf Level 40, 50 sein. Und wir mit unserem Level 20, vergiss es. Das wird nix. Das ginge in die Hose. High Potion geklaut. Sehr schön, die Biester lohnt sich mal endlich auszurauben. So, Eiko. Er hat derzeit eigentlich nichts, was wir wirklich benutzen könnten. Zwei Weißmagier sind dann doch etwas zu heftig, aber Vivi weicht echt gut aus. Ja, gerade Sache ist, dann wird er doch gerammt. Okay, so heftig sind die Biester jetzt auch nicht. Die sind Standardgegner, die ich muss sagen. Aber ich liebe diese Ambush-Attack-Musik. So, Garnet ist auch wieder an Bord. Dann greif einfach mal weiter, Armede. Okay, die sehen aber schon ziemlich garstig aus, die Viecher. Also der Neville ist anscheinend irgendwie mit einer Art von... Oder mit Abarte von Seele... Oh, jetzt wieder ein Trance-Zustand verschwendet, scheiße. Weil Sedans Trance ist eigentlich schon ziemlich gut und macht ziemlich gut Schade. Aber er wird es wahrscheinlich Nee, er klaut jo. Jadestein geklaut. Mist.
Na gut. Schade wegen Sidans Trance. Die ist eigentlich echt gut. So. Ja, 1587 ist nicht schlecht. Ja, wie gesagt, da der doch etwas zu stark für uns ist, schickt er uns einfach nur irgendwelche Kreaturen entgegen. Das ist anscheinend bei seiner Eitelkeit oder seiner Würde derzeit gegen uns zu kämpfen. Naja, sollten wir eigentlich dankbar drum sein, weil das wäre vernichtend die Niederlage. Und fort ist er mit seinem Silberdrache. Kampf zwischen Gegner. Warten wir, wer als Sieger hervorgeht und kümmern uns dann um den. Und das wird wohl Kuja sein. Ja, der hat anscheinend recht gut die Kenntnis, was Macht von Leuten angeht. Du törichtes Weibran. Die Monscharsen Neville sind wohl ach so grandiose Kanone machtlos. Aber wie töricht du auch sein magst, du sollst wissen, dass es nunmehr nur einen Ausweg für dich gibt. Du begriffsstutziges Weib, was brauchst du so lang? Dann muss ich mich wohl selbst bemühen. Ich werde steige und mich dir opfern, da wirst du mich gar nicht mehr verfehlen können. Runter, Silberdrache. Ja, für den ist das alles einfach nur großer Witz, wie es aussieht. Ganz verwerfen, was Mahagон gesagt hat, kann man nicht. Wir sollten uns erstmal zurückziehen, bevor wir auch was abkriegen. Nee, ich kann nicht. Ich kann Mama nicht allein lassen. Sie ist in Gefahr. Lilly? Sie dann, ich muss Mama helfen. Aber wieso dann, Lilly? Sie hat ja die Bestie entrissen und auf dem gesamten Kontinent einen Krieg entfacht. Ich weiß, aber trotzdem kann ich sie doch nicht einfach so sterben lassen. Sie sorgt sich nicht das kleinste bisschen um dein Wohl. Wozu also? So was ist keine Mutter. Naja, aber all die Jahre vorher war es für sie. Aber für mich ist sie eben doch meine Mama. Ach, wenn du das nicht verstehst, sie dann. Wie gesagt, es gab 8 Jahre vor alledem. Eiko, hast du nicht gesagt, dass an dem Ort Bestie gebannt sein? Ja, schon. Bitte, bitte, sag mal wo. Ziemlich weit ohne ist, Annie. Da, wo die Wurzeln zusammenlaufen. Siehst du das? Da steht das Siegel. Ja, ich kann es sehen. Lili, aber kannst du doch nicht. Sieht so wohl aus. Sieht wohl so aus, als würde es trotzdem versuchen. Und wir stehen mal wieder da. Oh, jetzt haben wir Mahagón statt Lilly drin. Endlich mal wieder neue Kämpfer dabei. Sehr gut. So, dann machen wir was, Kerl. Der hat auch die Fähigkeit... Oh, so stark ist er jetzt auch nicht. Der hat auch noch die Fähigkeit Werfen dabei. Damit kann er dann Gegenstände auf Gegner werfen. Macht dann etwas höhere Schade, je noch Stärke von einem Gegenstand. Bei dem macht das aber ziemlich viel Schade, wie es aussieht. Es ist auch noch Eiko in Trance. Die hat als Trance-Zustand dasselbe wie Vivi, nur dass sie 2 Weißmagie-Zauber hintereinander verwenden kann. Naja, das konnte man jetzt leider nicht sehen. Das war jetzt irgendwie, naja, etwas unpraktisch. Okay. Ein Peridot und ein Sandgolem-Count gibt es auch noch dazu. So. Na herrlich, tolle Nummer. In solchen Momenten verliert man halt die Fassung und dann darf man so reagieren, kapiert? Ja, wenn man sich von einer 6-Jährigen noch belehren muss, ne? Sie dann, wir müssen hinterher. Alle ist es für Lilly zu gefährlich. Ja, schnell hinterher. Gut. Aber dann den ich mal Sache. Hihi, da ist noch ein versteckter Mogri. Dann den ich auch noch Sache. Ich rüste mal Mahagón noch ein bisschen aus. Katzenkralle hat er derzeit Chakra und Konter lernt er dadurch. Almosen und Konter lernt er dadurch. Das macht dann doch 10 mehr. Und da ich den guten Mann sowieso nie dabei habe, ist es eigentlich irrelevant. So ein Mikoshi-Hut kann er sich auch noch mal eine Wege erzielen. Und wo habe ich ja genug? Bestientöter ist eigentlich Quark. So ein Lernpestizid, das kann ich mal einen Wege behalten. Dann rüsten wir dich noch aus, für das bisschen, wo du bei uns bist. Übrigens interessanterweise das Schwarze um Vivis Gesicht habe ich mal dem Letzt erst durch Zufall erfahren. Das soll interessanterweise nicht so sein, dass der einfach ein schwarzes Gesicht hat, sondern das ist eine Schwarzmagie-Aura, die um Vivi und die ganze Schwarzmagier geht und so die eigentliche Gesichter verbergen.
fand ich eigentlich ganz interessant. Und das gelbe Glühe zeigt einfach nur, dass die Leute Schwarzmagie besitzen und Schwarzmagie können. Eigentlich sehen die unter dieser schwarzen Aura ganz normal menschlich aus. Aber dadurch, dass die Schwarzmagie können, sehen sie halt so aus. Das finde ich eigentlich ganz interessant, so die Erklärung. Jo, jetzt gehen wir aber erstmal zum Mocky wieder. Ah, der hat sich hier versteckelt. Okay, mir hängt nichts weiter. Ah, ein Brief von Stillskin kommt noch. Ich verstehe nicht, was er meint, Kopo. Der Nebel hat sich aufgeklärt. Ist es nur frohe Botschaft oder schlechte Oma? Was meint ihr bloß, Kopo? Jetzt, wo der Nebel weg ist das doch ein Segen von uns alle, oder etwa nicht? Ah, das werden wir sehen. Erstmal wird gespeichert. Und ich jetzt sage, an der Stelle kann ich auch direkt meinen Cut machen. Und wir beenden dann morgen CD2 mit einem riese Feuerwerk aus Filmsequenzen. Also Frena ich dort drauf auf jeden Fall schon mal. Es wird auf jeden Fall wieder sehr cool. Und CD3 beginnt auch mit jede Menge und viele Filmsequenzen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin machen's gut. Ayan Yankee.